Schön. Wir machen weiter in dieser Predigtreihe, wenn der Groschen fällt. Und wir reden 4 Wochen über Geld. Und ich merke, die Begeisterung hält sich in Grenzen im Raum. Warum reden wir über Geld? Raphael hat es schon gesagt, Geld ist mehr als ein Zahlungsmittel. Der deutsche Schriftsteller Erich Kästner hat mal gesagt, zeige mir dein Sparschwein und ich sage dir, wer du bist. Recht hat er, diese Aussage erinnert mich an Jesus, der gesagt hat in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich habe keine Ahnung, wie voll dein Bankkonto ist, wie leer es ist, ob du Überfluss hast oder Mangel, ob du eher großzügig bist oder knausrig, ob du das Geld im Griff hast oder das Geld dich, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, etwas weiß ich aber. Gott interessiert sich nicht für dein Geld. Dass das mal klar ist zu Beginn. Gott hat kein Interesse an deinem Geld. Gott interessiert sich für dein Herz. Weil da, wo dein Schatz ist, hängt auch dein Herz und Gott will, dass dein Herz am Richtigen hängt, nämlich an ihm. Aus diesem Grund machen wir diese Predigtreihe. Und das Thema von heute ist der Zehnte. Wir werden zusammen durch die Bibel gehen, durch das Alte und Neue Testament und sehen, was Gott sich dabei gedacht hat. Und der Zehnte war so eine Art Steuer, die Gott im Volk Israel etabliert hat. Und die Idee war, dass jeder 10% von seinem Ertrag, von seinem Besitz an die Leviten und Priester gibt im Tempel, damit die versorgt sind, dass es genügend Ressourcen im Haus Gottes hat. Und du musst verstehen, für diese Predigt habe ich einen großen rhetorischen Nachteil. Weil die Idee des Zehnten war es, die Leviten und Priester und das Haus Gottes zu unterstützen, dass sie genug zu essen haben, genug zu trinken. Und ich halte die Predigt als ein Levit. Ich bin selbst angestellt in dieser Kirche und wir finanzieren uns durch Spenden, durch Leute, die ihren Zehnten treu geben. Und ich selbst bin abhängig davon. Deswegen, gib mir ein wenig Vorschussvertrauen, weil ich weiß, es gibt nichts Abstoßendes, als wenn du merkst, jemand will dein Geld. Kennst du die Leute am Bahnhof, so in diesem WWF-T-Shirt und dann, oder einer Versicherung und die stehen da zu zweit und haben dich ins Auge gefasst, du willst auf den Zug? Die wollen dir was verkaufen, das ist bestimmt das Beste, was es gibt. Und innerlich denke ich, du willst einfach mein Geld, lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt nach Hause. So, und ich will, dass du mich richtig verstehst heute Morgen. Mir geht es nicht um dein Geld. Gott will dein Geld nicht. Er hat genug Geld. Aber ihm geht es um dein Herz. Aber Gott kann meistens nicht an dein Herz gelangen, wenn er einen Umweg um dein Portemonnaie macht. Ich glaube, Gott kommt nicht an dein Herz, wenn er nie das Thema Finanzen in deinem Leben thematisiert. Weil da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und ich bin überzeugt, Gott möchte, dass du frei bist von Sorgen. Frei bist von Geld. Es gibt einen großen Unterschied, wenn du Geld hast, aber das Geld nicht dich hat. Und deswegen geht es heute in dieser Predigt um den Zehnten nicht so sehr um Geld, sondern vielmehr um Anbetung, Worship, um dein Vertrauen, dein Herz. Und es ist erlaubt übrigens am Ende dieser Predigt anderer Meinung zu sein wie ich heute, okay? Du kannst heute nach Hause gehen und du kannst 5% geben, 2%, du kannst 20 geben, herzlich willkommen. Du kannst gar nichts geben, in diese Kirche, ob du spendest oder nicht. Du bist hier herzlich willkommen, okay? Jeder darf kommen, wie er ist, egal wie. Genau. Und was das Ziel ist, ihr müsst verstehen, wir wissen nicht, wer wie viel gibt.
Wir haben uns bewusst entschieden als Pastoren, keinen Einblick in die Spendeliste und die Beträge zu haben. Das heißt, du kannst machen, was du tust. Ich sehe dich nicht mit anderem Blickwinkel oder mit anderer Einstellung an. Aber ich bin überzeugt, dass der Zehnte nicht nur für Gottes Haus, also die Kirche, eine geniale und notwendige Idee ist, sondern auch für dich und deine Familie. Weil wir werden sehen, ich glaube, der Zehnte ist Gottes Idee, dass du mit deinen Finanzen in die Freiheit kommst. Also, lass uns eintauchen in die Bibel, weil ein Argument, das ich immer wieder höre, ist, ja, der Zehnte, das war eine Regel im Alten Testament, im Alten Bund. So, Gottes Anordnung, dass der Tempel funktioniert, dass die Leviten und Priester genug Nahrung haben und so weiter. Wir sind ja heute im Neuen Bund, oder? Wir sind ja im Neuen Testament durch Jesus und wir haben keinen Tempel mehr, wir haben keine Hohepriester mehr. Das ist jetzt alles ein bisschen anders. Der Zehnte gilt heute nicht mehr so, wie er damals Geltung hatte. Ich sage dir nur eins, bevor wir jetzt in die Bibel gehen. Die ersten Christen sahen das nicht so. Für die ersten Christen war klar, der Zehnte ist ein Prinzip, das sich weiterzieht. Ich möchte euch vorlesen aus der ältesten Kirchenordnung des 1. Jahrhunderts, in der Didache. Geht wahrscheinlich auf die Apostel zurück, weiß ich nicht ganz sicher, aber ziemlich frühes Dokument, Didache 13, Vers 3. Du sollst alle Erstlinge des Ertrags von Kelter und Tenne, von Rindern und Schafen nehmen und diese Erstlinge den Propheten und Lehrern geben, denn dies sind eure Hohepriester. So, das steht nicht in der Bibel. Du sagst jetzt vielleicht, ja, keine Autorität für mich, ist mir egal, steht nicht in der Bibel. Okay, wir gehen gleich in die Bibel, keine Sorge, aber einfach, dass du verstehst, die ersten Christen haben das Alte Testament, die hatten ja nicht das Neue, so interpretiert, dass dieses Prinzip des Zehnten jetzt auch im Neuen Bund gilt und der neue Tempel ist jetzt die lokale Kirche und die Hohepriester sind jetzt die Lehrer und die Propheten. So, aber jetzt gehen wir ins Alte Testament und schauen, wo kommt der Zehnte zum allerersten Mal vor. Der kommt bei unserem Glaubensvater Abraham zum ersten Mal vor. Er hat den Zehnten bereits praktiziert und das 500 Jahre vor dem Gesetz, also 500 Jahre vor dem ersten alten Bund, von dem wir sind ja nicht mehr im alten Bund, aber das war 500 Jahre vorher. Und die Hintergrundstory ist folgende: Abraham befreit seinen Schwager Lot, besiegt durch seine Armee 5 Armeen und dann geschieht etwas Geheimnisvolles. Er begegnet einer Figur namens Melchisedek. Das ist eine fantastische Geschichte. Theologen sind sich eigentlich einig und auch der Schreiber des Neuen Testaments, dass dieser Melchisedek so wie ein Vorschatten oder eine Präfiguration von Jesus Christus gewesen ist. Wir lesen zusammen eine geheimnisvolle Geschichte, 1. Mose 14, 18 bis 20. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Melchisedek bedeutet übersetzt König der Gerechtigkeit. König von Salem heißt König des Friedens. Der König der Gerechtigkeit, König des Friedens kommt mit Brot und Wein zu Abraham. Er war Priester des höchsten Gottes und er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, und gepriesen sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und er, Abraham, gab ihm den Zehnten von allem. Also Abraham wird von dieser geheimnisvollen Jesusfigur gesegnet und er gibt der 10. Teil seiner Beute, die er gerade in diesem Kampf erbeutet hat. Und das stand noch in keinem Gesetz geschrieben. Niemand hat ihm das vorgeschrieben, er hat das getan. Auch Jakob, sein Enkelsohn, hat genau dasselbe getan. Er hat eine Begegnung in Bethel und sieht diese Leiter, diese Himmelsleiter und sagt: Ich wusste nicht, dass Gott hier ist. Und was macht er als Antwort? Er gibt den 10. Teil von allem. Und hier erkennen wir bereits, was der 10. im Grundsatz eigentlich ist. Der 10. ist Anbetung mit unserem Besitz und unseren Ressourcen. Der 10. ist unsere Reaktion auf Gottes Güte. Der 10. ist Worship mit unseren Finanzen. Nicht, weil es im Gesetz geschrieben steht, aber schau, Worship ist mehr als Musik. Wir sagen ja Worship,
Unglücklicherweise nennen wir das, was wir vorher gemacht haben, Worship. Aber das ist eigentlich Blödsinn, weil Anbetung und Worship hat nichts nur mit Singen und Beten zu tun. Wirkliche Anbetung geht auch durchs Portemonnaie, geht durch unseren Besitz. Warum? Weil Gott unser Vertrauen will. Er will, dass wir unser Herz nicht an unser Besitz hängen, sondern an ihn. So, und jetzt kommt dieses Prinzip vom Zehnten, das wir schon gesehen haben, 500 Jahre vor dem Gesetz, hat es natürlich dann auch ins Gesetz geschafft. Es gibt unzählige Stellen, die wir nicht jetzt lesen können, aber eine der Stellen ist im 3. Buch Mose 27, Vers 30. Und jeder Zehnte des Landes, vom Saatertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn geweiht. Und etwas, was hier deutlich wird, ist, dass der Zehnte nichts mit Großzügigkeit zu tun hat. Der Zehnte hat nichts mit Großzügigkeit zu tun, weil der Zehnte gehört Gott. Den Zehnten kannst du auch nicht schenken, den Zehnten gibst du nur zurück. Wenn du an der Kasse stehst und du hast dir, keine Ahnung, ein Käsefondue für 90 Franken gekauft im Sommer, kostet 90 Franken und an der Kasse läuft das durch über das Band und die Kassiererin sagt 90 Franken und du gibst dir eine 100er-Note. So, dann erwartest du, dass diese Frau dir 10 Franken zurückgibt. Und du sagst nicht, die Frau hat mir jetzt 10 Franken zurückgegeben, das war aber großzügig von ihr. Was für eine großzügige Kassiererin. Nein, nein, diese 10 Franken gehören dir. Und ich finde das ein passendes Bild, weil Gott sagt, der Zehnte gehört ihm. Den schenkst du nicht, den gibst du zurück. Der Zehnte hat nichts mit Großzügigkeit zu tun. Ich rede nachher über Großzügigkeit. Der Zehnte hat mit Gehorsam zu tun. So, warum hat Gott den Zehnten so verordnet? Es gibt 2 Gründe. Der erste Grund ist, der Zehnte war wie eine Steuer. Eine Steuer, damit das Haus Gottes, die Priester, die Leviten versorgt wurden. Und das Volk Israel, das hatte ja 12 Stämme, die Söhne von Jakob, 12 Stämme. Und jeder dieser Stämme, diese Söhne bekam einen Erbbesitz im Land Israel zugeteilt, außer der Stamm Levi, der bekam keinen Erbbesitz, besser gesagt, er bekam einen Erbbesitz, aber Gott sagte, ich bin euer Erbbesitz. Ihr schaut für den Tempel, ihr schaut, dass es Priester gibt, ihr schaut für den Glauben im Land. Und ich finde das irgendwie süß, weil Gott sagt im 5. Buch Mose, er sagt, Israeliten, wenn ihr im verheißenen Land seid, dann esst so viel ihr wollt. So, esst Fleisch, trinkt Wein und Bier, esst Rehe und Hirsche. Und wenn dein Herz dich danach gelüstet, muss man nachlesen im 5. Mose 14, Vers 27, kannst du mal nachlesen, die Verse vorhin. Aber dann sagt er am Schluss, den Leviten aber, der an deinem Ort wohnt, sollst du nicht vergessen. So, genieß alles, was du hast, aber vergiss den Leviten nicht. So, das war diese Anordnung, diese Art Steuer. Und ich kenne viele Menschen, wenn ich mit ihnen über den Zehnten rede, die den Zehnten aufteilen. So, 3% vielleicht in die lokale Kirche, dann 5% in die Mission und dann noch 2%, die sind noch übrig an ein Patenkind. Und schau, du kannst das schon so machen. Es ist deine Angelegenheit, mir ist es eigentlich egal, was du mit deinem Geld machst, das ist Privatsache. Das kannst du so machen, split es auf, wie du willst, gib 20, gib 10, gib 5, gib 0, alles freiwillig. Ich sage nur, die Idee des Zehnten, wie er in der Bibel beschrieben wird, der ist für das Haus Gottes gedacht, für den Tempel, für die Priester und Leviten und heute der Kirche. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, was interessiert mich das Alte Testament, der Alte Bund? Wir leben im Neuen, oder? Wir leben jetzt mit Jesus und wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Aber wusstest du, dass selbst Jesus dieses Prinzip des Zehnten bestätigt? Die Frage ist, würde es deine Meinung ändern zum Zehnten, wenn du hörst, dass Jesus für den Zehnten ist? Das ist vielleicht die bessere Frage, weil dann geht es ums Herz, oder? Dann geht es plötzlich ans Herz. Aber schau mal, ich möchte mit euch vorlesen, Matthäus 23, Vers 23. Er kritisiert dort die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel. Lasst aber außer Acht, was schwerer wiegt im Gesetz, das Recht, die Barmherzigkeit und die Treue.
Jetzt liest diesen letzten Satz. Dies aber sollte man tun und jenes nicht lassen. Spannend, oder? Jesus kritisiert die Pharisäer und Schriftgelehrten, weil sie einfach aus gesetzlicher Natur heraus den Zehnten geben, bis zum Exzess. Sie verzehnten sogar die Gewürze, alles verzehnten sie und kümmern sich aber nicht um die Armen, sind nicht barmherzig, scheren sich einen Dreck um Treue und so weiter. Und Jesus kann das nicht ausstehen. Er geht mit ihnen ins Gericht und er sagt, Recht, Barmherzigkeit, Treue, das soll man tun und das ist viel wichtiger als den Zehnten. Wiegt viel schwerer im Gesetz Gottes, auf dem Herzen Gottes. Aber den Zehnten soll man nicht lassen. Er hätte auch sagen können, Jesus, hey, solange ihr euch um die Armen kümmert, solange ihr euch um Barmherzigkeit kümmert und soziale Gerechtigkeit, seid dort großzügig. So, dann ist alles gut, weil dann hat sich das mit dem Zehnten erübrigt, der Tempel wird bald abgerissen, es kommt ein neuer Bund, ein neuer Tempel, alles easy. Aber nein, er sagt, unterlass den Zehnten nicht, mach beides, sagt er, mach beides, kümmere dich um die Armen, kümmere dich um soziale Gerechtigkeit, aber tu das nicht mit dem Zehnten, weil der Zehnte gehört ins Haus Gottes. So machen wir das als Familie. Wir geben 10%, weil ich bin ja angestellt durch den Zehnten, oder? Aber es gibt diese paar Bibelverse, wo auch die Leviten angefordert werden, wieder 10% von dem, was sie bekommen, durch den Zehnten wieder weiterzugeben. Ich lebe dieses Prinzip, wir als Familie machen das so. Und wir machen das bewusst so, wir sagen, das hat nichts mit Großzügigkeit zu tun, weil das gehört Gott und seinem Haus. Und ich sage dir, meine Frau ist bei uns großzügiger als ich. Und das stresst mich auch oft. Weil meine Frau ist so großzügig, die gibt das Zeug weg und manchmal sage ich, ja, wollen wir das jetzt weggeben und so? Aber das haben wir gesagt. Schau, wenn wir zum Beispiel Leute beschenken, wenn wir ein Patenkind in Kambodscha finanzieren für ein Jahr, wenn wir Familien unterstützen in unserer Nachbarschaft, dann ziehen wir das nicht vom Zehnten ab, wir als Familie. Weil Großzügigkeit fängt bei uns erst nach dem Zehnten an. Er gehört ins Haus Gottes fix. Das ist der erste Grund, warum Gott das etabliert hat, eine Art Steuer. Und Jesus bestätigt diese Steuer, okay? Aber es gibt noch einen zweiten Grund. Es gibt nämlich das Prinzip der Erstlingsfrucht. Und jetzt wird es hochspannend, weil bis jetzt war es eigentlich ein pragmatischer Grund, warum wir das tun sollen. Reine Pragmatik. Aber jetzt geht es tiefer und jetzt wird es für mich persönlich spannender, weil jetzt geht es wirklich an unser Herz. 2. Mose 23, Vers 19. Das Beste von den Erstlingsfrüchten deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Das Erste, das Beste. Das Prinzip der Erstlingsfrucht. Woher kommt das? Das ist ein Prinzip, das sich von Anfang an in der Bibel, Kain und Abel, bis zum Schluss in die Offenbarung und durch die Karten durchzieht. Die Erstlingsfrucht kommt aus dieser Geschichte, dass Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, aus der Sklaverei. Der Pharao ließ sie nicht gehen und Gott schickte diese Plagen und das Herz des Pharao verhärtete sich bis zur 10. Plage und Gott tötet jeden Erstgeborenen in Israel. So. Und dann lässt Pharao sie gehen, sie dürfen gehen und ab diesem Moment sagt Gott dem Volk Israel, der Erstgeborene und die Erstlingsfrucht eures Ertrages gehört immer mir. So als Erinnerung, dass ihr wisst, ihr wart mal gefangen und ich habe euch befreit. Praktiziert das. Und jetzt, deswegen wird es spannend für mich, weil Gott sagt nicht einfach, gib 10% von deinem Ertrag für das Haus Gottes ab. Er sagt, bring mir die ersten 10% deines Ertrages. Das ist ein Riesenunterschied. Schau, wenn du 10 Lämmer hast, so, du hast 10 Lämmer und dann weißt du, ja, du musst 10, der 10. gibst du ab, dann hast du noch schaust du dir die 10 an, eines musst du dran glauben, so, und dann schaust du, ja, welches geben wir denn? Ich gebe das Mühsame, das Hässliche, das mir immer meine Rosen wegfrisst, so. Das
das ständig Kranke. So das, was nur 3 Beine hat. Das, was wir eh nicht gebrauchen können. So, diesen 10. Teil gebe ich dem Haus Gottes ab. Aber schau, Gott sagt, ich will nicht deine Reste, ich will das Beste. Gott sagt, ich will nicht deine Reste. Ich will das Beste. Warum denn? Weil es eben Anbetung ist. Weil es Worship ist. Weil der erste Teil Gott gehört. Wir machen das so, deswegen geben wir auch nicht netto, den Nettobetrag unseres Zehnten weg, sondern brutto. Von meinem Lohn brutto. Ja, warum denn? Weil ich will doch nicht, dass der erste Teil schon mal weg ist und an die Versicherung geht und an die Krankenkasse und dann mir eine Vorsorge. Nein. Du kannst es machen, wie du willst. Nochmal, ich sage nur, wie wir es machen, wie ich diese Sachen hier verstehe. Den Zehnten sollst du nicht geben am Ende des Monats, wenn du ihn dir noch leisten kannst. So, deine Reste, wenn es dann noch reicht, dann gebe ich ihm. Nein. Der Zehnte ist Worship. Ein Glaubensschritt. Der Zehnte ist, ich gebe 10% von dem, was ich habe, meines Ertrages, zurück an Gott, weil der gehört ihm sowieso. Und Gott segnet meine restlichen 90 und das ist besser, als wenn ich 100 für mich behalten würde. Das ist Vertrauen, das ist Worship. Sprüche 3, 9-10. Ehre den Gott mit deinem Gut und den Erstlingen deines ganzen Ertrages. Dann füllen sich deine Speicher bis an den Rand und deine Kelten laufen über von Most. Da ist eine Verheißung drin. Gott verspricht uns, dass er uns segnet, wenn wir ihn ehren, Anbetung mit den ersten 10%, mit den Erstlingen unseres Vertrags. Aber das braucht Vertrauen, das braucht Mut, das Beste, nicht die Reste wegzugeben. Malachi 3, Vers 10, Klassiker. Beim Zehnten muss man bringen. Bringt den ganzen Zehnten, nicht den halben, nicht den Drittel, den ganzen, ins Schatzhaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Pragmatischer Grund, pragmatisch, damit Nahrung da ist. Und so prüft mich doch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffne und für euch Segen ausschütte bis zum Überfluss. Das ist die einzige Stelle in der ganzen Bibel, wo Gott uns auffordert, ihn zu prüfen. In allen anderen Stellen ist es negativ konnotiert, Gott zu prüfen. Außer hier. Gott sagt, versuch's doch mal. Versuch's doch mal. Mach's doch mal. Die ersten 10% weggeben und auf Gott verlassen, dass die 90 reichen und er mich bis zum Überfluss versorgt. Dieses Prinzip der Erstlingsfrucht zieht sich von Anfang der Bibel bis zum Schluss durch. Und ich bin überzeugt, es ist Gottes Tool, dass du frei wirst von Finanzen. Dass du zwar Geld hast, aber das Geld nicht dich hat. Vielleicht habe ich dich noch nicht überzeugt und du sagst, ja, immer alter Bund. Schau mal, wir können schon in den neuen Bund gehen. Jesus sagt, gib mir alles. Als Christen müssen wir bereit sein, alles zu geben. Und wenn wir es nicht mal schaffen mit 10%, wie können wir jemals frei werden von unserem Besitz? Ich glaube, der Zehnte ist Gottes Tool, dass wir frei werden im Bereich Finanzen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Bibelschule-Student in Australien, war knapp bei Kasse, musste mein 2. Jahr finanzieren. Dann habe ich einen Job bekommen in einem Café. Kleiner Lohn, hat aber gereicht. Und in dieser Kirche wurde der Zehnte gelehrt. Und ich weiß noch diesen Moment, als der erste Lohn auf mein E-Banking-Konto gekommen ist, der Moment, wo ich dann 10% davon in diese lokale Kirche, in der ich war, gegeben habe. Es war für mich ein heiliger Moment. Das war Worship. Das war Anbetung. Weil ich sagte, ich will das Erste und das Beste Gott geben und ihm vertrauen, dass er mich versorgt. Bis heute als Familie geben wir 10% weiter. Und ich sage dir eins, wir haben es noch nie bereut. Noch nie bereut. Wir fühlen uns gesegnet, über die Maßen gesegnet. Ich brauche nicht mehr Lohn. Ich habe alles, was ich brauche. Uns geht es gut und wir sind happy. Und schau, es gibt ja Leute, die nehmen diese Bibelstellen und sagen, gib 10%, dann wirst du zum Millionär. So, das gibt solche Predigen, das sage ich nicht. Nein. Der Zehnte kostet dich was. Der Zehnte kostet dich was.
Weil wenn Anbetung und Worship dich nichts kostet, war es keine Anbetung und kein Worship. Der Zehnte kostet dich was. Und es ist auch keine Garantie, dass du dann Geld hast im Überfluss und du nie Herausforderung hast, immer gesund bist. Nein. Das ist nicht meine Message heute. Aber was dir verheißen ist Gottes Segen. Schau, du kannst so viel Geld haben, aber nicht gesegnet sein, weil Gott dir nicht Dankbarkeit beigebracht hat. Schau, gesegnet zu sein, ist eine andere Dimension, als einfach Geld zu haben. Schau, du kannst anderer Meinung sein wie ich heute. Kein Problem. Du musst einfach wissen, dass ich recht habe. Nein. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wer wie viel gibt. Wir Pastoren wissen das nicht. Wir wissen nicht, wer wie viel gibt. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich kann, ist rechnen. Ich möchte jetzt kurz mal mit euch rechnen, okay? Eine sogenannte Milchbüchli-Rechnung, für alle Deutschen heißt einfach eine Rechnung. Ich habe das mal durchgerechnet auf einem Blatt Papier. In unsere Kirche, das wissen wir, kommen in allen Standorten, ICF Basel, Basel-Land und Lörrach, pro Sonntag ungefähr 400 bis 500 Leute. Von jung bis alt, von Baby bis Großvater. Ungefähr 400 bis 500 Leute. Wenn jeder im Schnitt, habe ich mal so Daumen mal Pi, alle 2 bis 3 Wochen kommt. So, ich weiß nicht, wie oft du in den Gottesdienst kommst, aber ungefähr kommt jeder 2 bis 3 Mal alle 2 bis 3 Wochen. Das heißt, ich würde sagen, ungefähr 1000 Leute zählen sich zu unserer Kirche. In allen 3 Standorten. Jetzt, von diesen 1000 Leuten, habe ich mal gerechnet, haben vielleicht 500 einen Lohn. Also Kinder, Studenten, keine Ahnung. 500, sage ich mal. Und jetzt gehe ich mal vom Mindestlohn aus. Das sind 3000 Franken. 500 Leute haben 3000 Franken zur Verfügung. Und das ist jetzt sehr konservativ gerechnet. Vielleicht würdest du noch konservativer rechnen, vielleicht auch nicht. Aber 500 Leute haben 3000 Lohn. Wenn ich das ausrechne, was das für unseren wenn jeder von diesen 500 Leuten seinen 10. Teil geben würde, dann hätten wir ein monatliches Budget von 150.000 Schweizer Franken. 150.000 Franken. Im Moment legen wir als Kirche ungefähr 70.000 pro Monat zusammen. So, an dieser Stelle ist zu sagen, herzlichen Dank für deine Treue. Wenn du ein regelmäßiger Geber bist und einen 10. Teil oder irgendeinen Teil gibst, wow, Bombe, Hammer, vielen Dank, sei gesagt. Aber wenn ich das rechne, mit dieser konservativen Rechnung, dann zeigt mir das auch, dass wir als Gemeinde in allen 3 Standorten dieses Prinzip nicht leben. Aber vielleicht lebt ihr in Basel hier und die Ländler sind einfach geizig, oder vielleicht, ich habe ja keine Ahnung, wer wie viel, keine Ahnung. Warum rechne ich das vor? Weil ich möchte einfach, dass wir mal uns vorstellen, was wir damit alles tun könnten. Mit 150.000 Franken. Wir könnten noch 2 Jugendpastoren anstellen, nicht nur für einen Hungerlohn, 30%, sondern richtig anstellen, für deine Teenager, für deine Kinder. Ich höre es immer wieder in Basel-Land, in Lörrach, in Basel, wir haben zu wenig Mitarbeiter bei den Kindern. Ja, wenn wir keine Zeit haben mitzuhelfen, ich weiß, Geld haben wir als Schweizer, dann legen wir halt zusammen. Schau, wir könnten jemanden anstellen für soziale Gerechtigkeit. 100%, easy. Hey, wir könnten dieses Gebäude, wir könnten eine Klimaanlage einbauen hier in diesem. Easy. Hey, wir könnten zusammenlegen und sparen für ein Projekt, eine neue Kirche zu gründen in Frankreich. Nur wenn 500 von ihren 3000 10% geben würden, wäre absolut der Burner. Als Kirche hätten wir einen Impact, der uns alle überraschen würde. Wir könnten Menschen unterstützen in Not. Schau, ich träume von einer Kirche, die nicht einfach das finanziert, was in ihren 4 Wänden finanziert werden muss. Ich träume von einer Kirche, die Gottes Antwort ist für Menschen in der Not, in Armut, in den ärmsten Ländern der Welt. Von dieser Kirche träume ich.
Und wir tun das bereits schon als ICF. Wir geben regelmäßig einen Teil von dem, was reinkommt, an Mede oder an Onesimo. Wir geben weg, immer. Das machen wir aus Prinzip. Aber schau, ich bin überzeugt, wir könnten einen riesen Unterschied machen. Menschen in Not, Menschen in Armut könnten durch uns Gottes Hand und Versorgung spüren. Ja, wenn wir nicht unsere eigenen Missionare aussenden, weil wir keine Zeit haben, dann können wir ja zusammenlegen. Verstehst du? Ich glaube wirklich, wir Schweizer, wir haben nicht so viel Zeit, aber unsere Berufung in der Welt ist Geld. Wir sind eines der reichsten Länder in dieser Welt. Und Gott, ich glaube, hält uns auch verantwortlich dafür. Eine Riesenchance, ein Riesenpotenzial. Aber es funktioniert nur, wenn wir gemeinsam dieses Prinzip leben und als Worship verstehen. Und ich möchte heute niemanden unter Druck setzen, wirklich nicht. Ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch und meine Predigt kommt dir nicht in den falschen Hals. So. Du kannst das machen, wie du willst, wann du willst. Du bist hier herzlich willkommen, ob du den 10. gibst oder nicht. Wir unterstützen auch Leute, wenn sie zu wenig haben, alles okay. Und ich spreche heute auch nicht Besucher an heute. Wenn das nicht deine Kirche ist und du bist zu Gast hier, dann hast du was Schönes gelernt, hoffentlich heute, aber das betrifft dich nicht. Wenn du Teil von einer anderen Kirche bist, du bist heute zu Besuch, ja dann gib den 10. dort. Vielleicht bist du in einer Landeskirche, die haben die Kirchensteuer. Weißt du, warum die Landeskirche, die Volkskirche nicht über den 10. lehrt? Weil sie die Kirchensteuer haben. Und ich prophezei jetzt einfach mal, so in 30, 40, 50 Jahren hörst du wieder in den Volkskirchen von der Kanzel vom 10. Wir können aufgenommen heute, was ist der 20. August, habe ich heute gesagt. Ich glaube, das kommt wieder. Aber wenn das deine Kirche ist, schau, wenn es wirklich dein geistliches Zuhause ist, wenn deine Kinder hier kommen, deine Teenies hier kommen, wenn du dankbar bist für diese Kirche, wenn du was empfängst, dann möchte ich dich heute wirklich herausfordern. Wenn du den 10. noch nicht gibst, fang es an. Wenn du nur einen Teil davon gibst, gib den ganzen. Gib den ganzen, versuch's mal. Vielleicht hast du Angst, ja, dann reicht's nicht mehr für mich. Den 10. kannst du dir nie leisten. Nie. Erst wenn du es tust, kannst du diesen dir leisten. Das ist irgendwie der Witz davon, weil es die Erstlingsfrucht ist. Versuch's mal. Du kannst ja wieder aufhören. Versuch's mal. Mach's mal 3 Monate, mach's mal 6 Monate, mach's mal. Ist dir niemand böse, wenn du wieder aufhörst. Und noch was, für alle jungen Leute hier, online, vielleicht hast du noch nicht viel. Kleiner Lohn. Oh, es ist nie so einfach, das Prinzip des 10. zu lernen in deinem Moment, wenn du noch nicht viel hast. Es kostet dich viel mehr, wenn du mal viel hast. Es ist so, weil das Gemeine an 10% ist, das sind immer 10%. Und ich möchte das mit meinen Kindern lernen. Ich möchte, wenn sie Taschengeld bekommen, ich möchte, dass sie 10% weggeben, weil das ein Prinzip ist. Ich möchte es ihnen mitgeben. Und ich glaube, die beste Zeit der Kirche liegt nicht hinter ihr, sondern vor ihr. Hier in der Schweiz, hier im Westen. Bin ich überzeugt. Aber es braucht uns alle, die gemeinsam das mittragen. Und wenn du heute hier bist und du gibst den 10. schon treu seit Jahren, Bombe, Halleluja. Vielleicht kannst du nichts mehr aus dieser Predigt mitnehmen, außer dass Großzügigkeit dann anfängt. Und die kann man immer trainieren. Letzte Woche Ralf gepredigt über Großzügigkeit als Muskel. Kann man trainieren, kann man stretchen. Und ich möchte jetzt abschließen mit einem Gebet. Und dass du vor Gott kommen kannst und ihn fragen kannst, was soll ich tun? Das ist alles, was ich möchte heute Morgen, okay? Lasst uns aufstehen dazu. Vater, ich danke dir für deine Gnade und deine Güte und deine Großzügigkeit. Ich danke dir für alles, was du uns schenkst, alles, was du uns gibst, für deine unheimliche, überfließende Großzügigkeit und Gnade. Und du hast uns als Verwalter eingesetzt über das, was wir haben. Und so frage ich dich, rede zu mir, was soll ich tun mit meinem Besitz? Frage Gott heute, jetzt in diesem Moment.
Vater, ich bitte dich, dass du Glauben schenkst, dass du Ängste nimmst heute, Ängste von Mangel, Ängste, dass wir zu kurz kommen. Schenke Glauben, Vertrauen in dich, in deine Versorgung. Ich bete, dass du uns segnest. Jedes Business, jeden Job, unsere Teenies dort oben, unsere Kirche. Dass unsere Kirche bekannt ist für ihre Großzügigkeit in dieser Welt, für ihren Überfluss. Wir sind dein Gefäß in deiner Hand, Gott. Brauch du uns. Dass dein Wille geschehe hier in Basel, in Sissach und Lörrach und drüber hinaus in Frankreich und bis an die Enden der Erde. Weil du uns anrührst, Gott. Amen. Wir haben noch ein Gebetsteam jetzt am Start, wenn du gerne noch beten möchtest, dich segnen lassen möchtest, ein Anliegen hast, kannst du das gerne tun. Und das nächste, was wir tun, ist singen. Ist auch Worship, ist aber nicht nur ein Worship. Und diese Zeilen passen ganz gut, weil wir legen unser Fundament auf ihn, der unser Fundament wirklich ist. Amen.